Ja, Oskar. Liest du eins noch ein Geschichte für? Ja, das kann ich machen. Da gucken wir mal, ich erkläre ich ganz kurz, Bücher, die gehen dem internationalen Funkalphabet noch, und zwar Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Haben wir das Buch Echo? So. Hihihihi, Spremer, Juppie. Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Papagei! Ja, wie Papagei. Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. So, dir leif no Lauschtrer, an lo geht et los mat der Geschicht mam geckesche Mupp, Echo, Enzo, Struppi, Lumpi. Bonjour, mein Numm ass Marie-Therese Madeleine Schrull-Tull. Der Familie Moroni Hinopbösch a pensionéiert Lehrerin aus der École Fondamentale. Dir kennt mech jo noch aus dem Buch Bravo Toni Moroni. An Hai gesit ihr mech mat mengegem Mipschen, dem Echo, Enzo, Struppi, Lumpi. Wësst dir, ech hat hien enges Stars an engen Kurf am Gart stoen, hannert mengegem scheenen Hotel, Mënsch an Déier, hei erhuel dir iech séier. Ech sinn e grossen Déierefrënd, dofir holenech och még 2 Wellesittecher iwwerall mat. Madame huet wëlles op Dries ze goen. Die bestellt mir jo direkt in Taxi, fir mech op de Flughafen ze feieren. Jo, Madame, dat geht an 3. Madame wart op ihren Taxi. D'Walises stieb brett. Die 2 Wellesittecher gi selbstverständlich mat geholl. De Papagei an de Mipsche bleiwen doheem am Hotel bei den Dinger. Do sinn sie am beste versuercht a mache keng Dometen. Et as Sonden. Hei kënnt Tom Emma kurz am Kichen fir um Echo zu kucken. E Sprichwort seht, wann Katz vorders sind meist Meester, an so ass et. No moie Seese leeft den Echo raus an de grosse Park, a well d'Park gros opstung, leeft hien raus. 400 Dier begéint hien engem Mupp dem Streuner Benny. Sie spielen de ganze Moien ze Summe mam Ball. No 3 Stunden trüppelt den Echo nees zréck an den Hotel. Hien ass gut hungerech. Ei, dat war flott, denkt hien. Mag ine Schnees op den Tour. Den anderen Dach. Mein des Moies kënnt eng schwedisch Famill am Hotel un. So ne gros Boot mat bruecht. Ganz frei mache sie sech op de Wee, fir bei de scheene See bleiweis. Den Echo, Enzo, Struppi, Lumpi springt an Boot a verstoppt sich ënner denger karréierter schnucklech warmer Decken. Touristen hun noch en Hund dabei. Eng Flott Pudelmadame mam Numm Lola Lippi. Agebild ass sie, et das alles, dat sie nues net rosarot gepudert huet, sos geif Puder rondrem fleie wie weise Pulverschnee. Mees ja Slave, schick, elegant, a manéierlech. Denkt den Echo, die do kennt ihr glad vernaschen. Nu je. Hier kriegt Herzklappen, wann hier sie schon nimmen uguckt. Lola Lippi huet hien och ableckst, sie bild wie geckech. Camille guckt an irgertzech. Sehr froech, rift ihre Meester. Ech schmengen beginner a bisse spazieren, ehe mir am Boot herausfuhren. Ja, ein gut Idi, antwort Madame. Sie setzen Boot an Wasser, erstellen den Auto op Parkplatz. Den Echo aus diesem Moment allein, an hier nutzt Gelegenheit für fortzusegeln. Ei,
wie flott! Wie es ihm langweilig ging, springt Hirn an Wasser bei Fisch. Boot segelt Mutterseelen entlang wie ein Gespenst über die See. Touristen waren zurück bei der See gekommen, als sie alle Schock kriegt, weil hier das Boot fort war. Sie gesehen den Echo zuppnass aus dem Wasser klammen. Hier wenzelt sich nach ein gut am Bulli, rüsselt sich, lebt heim an den Hotel. Wie die Familie am Hotel ankommt, hu sie ihn direkt erkannt. Sie rufen op Zentral von der Polizei und melden den Vorfall mit ihrem Boot. Madame geht overs zurück an den Hotel gerufen. Sie ist entsetzt, dass die Polizei aus ihrer wohlverdienter Vakanz zurückruft. Die Leute hatten einen Plan gemacht, wegen Diebstahl. Sie war gerade auf einem Pferdturnier und gar nicht daheim. Oh, Echo, mein Schof! Sie muss direkt auf das Polizeibüro bei dem Kommissär. Nächst daheim am Hotel ankommen, sagt sie: Komm heim, mein Stiebchen, ich waschen dich. Du stinkst jo. Den Echo geht geschrubbt und geputtert. Pfui, dat is aber nicht für Hirn. Ich muss nicht an den Bulli, sie schließlich ein Hund, kein Püppchen, denkt Hirn. Mein Stiebchen, lo riechst du schon direkt viel besser. An lo musst du aber wie am Bett. Du brauchst unbedingt dein Schönheitsschlaf. Den anderen Tag, das Dünsten. Am Zimmer Nummer 23 wohnt die flott Muppejuffer Lotti Krakut. Sie hat wunderschön, himmelblau grün, blinkisch, glitterig an. Den Echo gesellt sie overs am Restaurant sitzen. Sie guckt rüber bei ihr. Hier lebt an dem Büro, schnappt sich ein Bleistift und schreibt den Liebesbrief. Overs nom Essen. Da Muppejuffer hier meestig, eng weltbekannten Tänzerin aus Russland, tritt den Abend mit ihrer Gruppe an der Philharmonie op. Den Echo und Krakut können sich problemlos allein treffen. Sie hu sich alle beid stark an den verlebt. Eng leif Küppelchen. Heier ist dat, wat Liebesbrief steht. Leeft Krakut, ich muss dir sagen, dass ich dich immens schön allein finde. Dein Charme, dein Lachen, alles dir ist einfach für dran zu beißen. Gesehen wir uns hinno und laufen fort an den Park? An der Vakanz. Madame Schrull ist ganz sportlich. Das hält sie jung und fit. Sie springt Trampolin, geht joggen und genießt die gut frische Luft. Sie liest auch. Den anderen Tag, das Mittwoch. Den Echo lebt nicht fort. Hier nicht Rendezvous mam Kloscher Monsieur Malcompris engem Hund dem Raudi. All dünchten as e grosse Markt op der Gemenge Platz. An da sind sie do, fir Flottmusik mat engem alle Leierkasten zu spielen. Die zwei Muppe spiele flott mat engem farbesche Ball. Dunno geht et halle wasch op d' Spielplatz, wo Doreli, e klenkleeft Mädchen schon op den Echo wart. Hat könnt immer mit, es war kein Scholas mat senger Boma dohin, an dunno fuhren sie op Dittlinger am Kriech Wunderland de Bruder Tommy aufholen. Am Park und an der Stadt begegnet hier weil immer viel Muppen am Meiserscher. Haut ist grad Street Art Animation. Strassenmusikanten, Klonen und Jongleure sind an der ganzen Stadt verteilt. Den Echo hat eng super, genial, mega flott Idee. Eng Party daheim organisieren für den nächsten Tag. Wuff, wuff! Kommt hinno all an de großen Hotel!
Wir feiern! Mein Mädchen ist nicht da! Oh ja, das ist cool! All Mut bild Nachricht weiter, et heier de just nach wuff wuff! Lauf fort, da komm haut de Party an den Hotel! Wuff wuff! Owes, den Echo huet awer noch eng Idee. Hier lädt ein Netz op de Bodem vun engem Hotelzimmer a befestigt e Wutz und engem Grob Plafond. Den Dinger aus dem Hotel kënnt ran, a schwupps ass hier gefangen. Netz geht ze summen, an den Dinger hängt do. Hier kënnt net de Läng do raus. Hallo! Ech ginn, an du? Ech ginn noch bei den Echo Party. Beim Echo Enzo, Struppi-Lupi als Party. Komm mat! Wuff, wuff, lauf fort! A komm haut de Party! Ja, hallo, kann et berouech mat auser Muppeparty lass goen. Muppen kënne ganz ungesteiert feieren. Verschiedener hu sech verkleet, anrer hu Gedrinks mat bruecht. Den Echo mischt Musik, an zweete Stock gëtt gedanzt. Och d'Meiserscher aus der ganzer Staat sinn invitéiert. Cool! Hier aus die Schullechen! Wer das an Heilas? Wie hart! Nopren aus der Umgegend machen sich Gedanken und rufen bei der Polizei an. Sie fühlen sich stark an ihrer Nutzrau gesteuert. Der Kommissär rief ob der Madame Schul ihrem Handy an. Hier weiß, dass sie nächst zurück an die Vakanz gefahren ist. Madame bestellt sich ein Taxi, könnt direkt heim. Den Dinger geht befreit an den fortgejagt. Madame Schrull könnt zurück. Du könnt Madame Schrull. Alle, fort ihr Bärstatten! Madame Schrull fährt nächst zurück an ihr Vakanz. Das ist Donnerstag. Sie genießt nach ihrer Vakanz. Den Echo seinerseits lebt nächst fort. Das Keier lebt hier bis bei den Tennisterrain, schnappt sich ein Racket an den Ball, an zusammen mit seinem Freund, dem Xuli Benji, trippeln sie bis vor de Palais Grand Ducal. Hei ist grad ein Parade vom Militär am Gang. Und sie zwei spielen mal ein Party Tennis. Was für eine Komödie! Alle, kommt, wir verdreifen die heimol fort. Die Visiteure rufen Police. Muppe laufen fort in Richtung Place d'Armes, nach eher die Police kennt. Madame Schrull genießt noch immer hier wohlverdiente Vakanz. Den anderen Tag ist das Freiden. Den Echo lebt nächst fort. Das Keier lebt hier bis op de Parking hanner der Gemenge Platz. Hei, du steht e flotten alle Bus. De Chauffeur klimmt grad raus geht bis bei de Bäcker. Wat für e flotte Bus? Et das e Sammlerstück aus Malta. Ist schon eng Idee. Den Echo springt an Kabin, dreht de Schlüssel lasset gehen. Ui, den Echo kann dann schleudern, dreht sich. Hier landet op den Eisenbahnschienen. Et kann den Zug ui, uff,
just nach Lunch gangen. D'Leit, die dat mat erlieft hunn, rufen den 113 un. Dat Tütata et heier den nëmmen Getuts vun de Sirenen. Owes Policeibüro. De Kommissär runzelt seng Stier a mëcht sech so seng Gedanken. Hier rieft Meester Madame Schrull un. Sie könnte so séier wie méiglech dohin. Madame, Äre Mupp as e richtesche Kaskadeur. Hien huet bis lo scho verschiide Strofdote gemach, mir sinn hangebonnen. E Mupp als Schofer oni Führerschein. E Mupp, den e lang mat engem Boot segelt. E Mupp, den Nuetzrau steiert. An den en Dinger an engem Netz fängt. Wat fir eng grandios an dubiees Affaire. Es so eppes hunnech a ménger ganzer Karriere nach net erlieft. Passt de lo besser op Schwingchen op. Es spiert den ihr Sturms. Hien ass eng reell Gefoch. Journalistin seht. Oh! Wat fir eng cool Story! Den anderen Dach, et ass Samchten. Madame Schrull mëcht sech och Gedanken. De Kap dämmt an ihr Vielerscher fleien hier fort an dat bis an Afrika. Oh, die werd jo net och nach Domete machen. Sie huet eng genial Idee a fiert mam Wëllo fort. Wie sie nees tricken, huet sie e ganze Koop Köchte geluden. Hei, Echo! Hei huest du Mipperscher fir ze spillen, an da bleist du mir schein doheem. Ech fuhren ees fir e puerdeeg fort. Den Echo mëcht eng Köcht no der anrer op. Oh nee, Plüschdeieren, wéi langweilech. Hier gabst an dreht sech Den anderen Dach et ass Sonden. Part vum Hotel ass Zoo. Madame Schrull hat dëst extra so ugeordnet. Bon, keng Chance hin fortzulaufen. Da muss den Echo haut all doheem am Park spazieren. Hier begéint dem Pohun Mona Lisa. Sie huet e wonnerscheinen, langen, farbesche Schwanz. Zemols fir drop ze trëppelen. Aua! Lass dat, du nervst mich! Komm hei, Mona Lisa, mir spiele mat deneen. Den anderen Dach, et ass Meinden. Madame Schrull kënnt nees heem. Sie huet sech an der Vakanz en extra flotten Hut op Moos mache gelos. Sie gleicht do Madden der englischer Queen. Madame desidéiert fir mam Echo op d'Vouer ze fuhren. Sie pickt sech un engem Ackersweenchen a flups rullt den iwwer de Glasi. Ei, ei, dat ass cool. Anelo Echo, derst du op Knuppauto fir muppen, du müsst du neicht zu unweh. Madame bleibt elo lang Zeit doheem am Hotel, Mënsch an Déier, hei erhoelt dir ich séier. Den Echo denkt elo schon mat engem Schmunzlen am Gesicht und die nächst Vakanz, wann hien rëmme lang doheem ass an op den Hotel oppassen derf. Wuff! Heinere pur Erklärungen. Et gi viel Rasse vu Muppen. Oppassen. In déier ass keng Spielsach. Me e Liewewiesen an dat brauch viel Leift an Opmerksamkeet.
Oft wünschen sich Kanner en Hund. D'Eltre kaufen hinnen een, an dann no enger kurzer Zeit hun Kanner d'Flemm. Sie wëlle net mi alldag bei all Wieder mat him spazeiere goen. A wat geschiet? Déier muss fort a Land meeschtens am Déierenasyl. Fir en Déier muss Verantwortung iwwerhoelen, well dat huet den 15 bis 20 Joer bei sech. Et kann een och mam Hund an en Agility-Club goen, wo hien dresséiert gëtt an der Follesche léiert. Gëft engem Mupp keng Seesechkeeten an och keng Sache vum Dëch. Sei Mo verdreht dat ganz schlecht. D'Ernährung ass Fleesch, Nas oder Drëschefutter, oppassen, dass hien immer frischt Wasser durchstoen huet. En Hund muss auch regelmäßig bei den Dierendoktor a geimpft gehen. Fuß a Wolf gehören auch an Kategorie Hund. Silvi, liest du es noch wohl Witze für? Ja, das kann ich machen. Wenn ich die meine Brille nachholen. Kommen zwei Flöhe aus dem Kino. Sagt der eine Floh zum anderen. Gehen wir zu Fuß oder nehmen wir einen Hund? Ein Hund, ein Hund! Hier ist ein Hund. Dann die nächste Witz. Dann lauscht er gut noch. Auf einer Hundemesse in Hamburg trifft ein Schäferhund einen Mops. Sagt der Schäferhund. Wohl mit 80 Kilometer pro Stunde vor einen Baum gerast, oder? Und noch immer dein Hund. Eine Hündin und ein Rüde gehen durch die Wüste an einer Schiene entlang. Nach 3 Stunden Laufen sagt der Rüde, ich habe so einen großen Hunger, dass ich ganz schnell was zum Essen brauche. Darauf die Hündin, iss doch die Schienen. Rüde, die sind mir viel zu hart. Hündin, dann warte noch kurz, da vorne kommt eine Weiche. Eine Frau zu ihrer Freundin, mein Mann ist so ein Langschläfer. Ich kriege den morgens einfach nicht wach. Oh, bei uns ist das kein Problem. Ich habe da so eine Methode. Echt? Und? Wie kriegst du deinen Mann wach? Ich lege ihm Hundekuchen ins Bett. Und davon wird er wach? Davon noch nicht, aber dann mache ich die Schlafzimmertür auf. Andere Witz, ja? Wie kommt es, dass Ihr Hund immer in die Ecke läuft, wenn die Glocke läutet? Er ist ein Boxer. Treffen sich ein deutscher, ein französischer und ein englischer Hund bei den Agility-Meisterschaften. Sagt der englische Hund. Wir haben eine ganz besondere Sprache. Wir sagen School und schreiben S-C-H-O-O-L. Sagt der französische Hund. Bei uns ist es noch ausgefallener. Wir schreiben Salut und sagen Salut. Sagt der deutsche Hund. Bei uns ist es noch viel ausgefallener. Wir schreiben wie bitte und sagen hä? Ihr Hund hat also den Briefträger gebissen, fragt der Richter. Der Hundebesitzer sagt, aber der tut doch keiner Fliege etwas zuleide, erzählt der Richter. Mag schon sein, Fliegen sind ja bekanntlich schneller als Briefträger. Nein. Ja. Warum kannst du nicht schwimmen? Ich habe einen Hund. Na und? Der war bei der Wasserrettung. Immer wenn ich ins Wasser gehen will, holt er mich wieder raus. So.
Andere Witz. Frage. Was fragt ein Windhund, wenn er einen Mops trifft? Antwort. Hatten Sie die Kleidung nicht mehr in Ihrer Größe? Andere Witz. Ja. Sitzt ein Mann mit seinem Hund im Zug. Wow. Die Frau gegenüber sagt, nehmen Sie Ihren Köter hier weg, ich spüre schon einen Floh. Darauf der Mann, komm Rex, gehen wir, die Frau hat Flöhe. Ja. Nein. Ja. Sagt das Krokodil zum Hund, hallo, Flohsack. Da sagt der Hund, hallo, Handtasche. 2 Hunde in einer Wüste. Der eine trägt ein Fenster auf dem Rücken. Der mit dem Fenster sagt, Mann, ist mir heiß. Da sagt der andere, dann mach das Fenster auf. Was wiehert im Garten? Ein Hund, der Fremdsprachen übt. Sagt ein Hund zum anderen, wie heißt du? Sagt der andere, ich glaube, Sitz. 2 Wachhunde stehen im Garten. Fragt der eine, du hörst du nichts? Natürlich höre ich. Was? Antwortet der andere. Na, warum bellst du denn nicht? Na, dann höre ich doch nichts. 2 Hunde gehen spazieren. Sie sehen, wie an einer Ecke eine neue Straßenlaterne aufgestellt wird. Als die Bauarbeiter weg sind, sagt ein Hund zum anderen, komm, das müssen wir begießen. An noch 2 Witze. Sagt ein Mann zum Nachbarn, mein Hund bringt mir jeden Morgen die Zeitung. Der Nachbar, da haben Sie aber einen tollen Hund. Ja, ich habe nämlich keine Zeitung abonniert. Ein Mann kommt mit seinem Yorkshire Terrier in die Zoohandlung und sagt, ich hätte gern ein Warnschild mit einem Yorkie drauf. Da schmunzelt die Verkäuferin und fragt, was soll denn draufstehen? Achtung, Stolpergefahr. Maja Oskar, ich hoffe, dass das Geschichte dir gut gefallen hat. Ja. Und dann, lief Nolaustra, ich wünsche euch all einen ganz schönen Tag und bis vielleicht bei einer anderen Geschichte. Au revoir.